Dragon Ball The Breakers. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show Projekt, beziehungsweise Let's Test Projekt, wie auch immer. Eines, ich sag's mal so, eher ungewöhnlichen Dragon Ball Spiels. Man hat gerade ein bisschen gesehen, worum es eigentlich geht, was das Konzept des Spiels sein soll, und nein, ich darf, muss, kann, wie auch immer, euch insoweit korrigieren. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie... Moment, man kann es überspringen. Dass wir jetzt irgendwie da in die Rolle von Cell, Freezer, Bull von den bösen Buben spielen und dann irgendwie die Unschuldigen jagen. Das wäre vielleicht nachher, dass das Spaß machen würde. Nee, wir müssen uns verstecken. Ja, fangen wäre lustiger. Wir müssen uns verstecken. Super. Credit, Spiel verlassen, Spielstart, okay, ich kann nichts einstellen und so. Natürlich ein bisschen doof. Was soll's? Produktseite, ja, nee. Erstmal gucken. So, Datenschutzrichtlinien, natürlich sehr, sehr interessant. Man natürlich alles durchlesen. Von Anfang bis Ende. Aha, sehr schön. Oho. Websites von Dritten, so. Sie haben das Recht, wir haben das Recht, alle haben Rechte. Aha. Was? Von den berechtigten Interessen von BNAI jederzeit zu widersprechen. Bandai Namco, und wofür steht das EI? Okay. Ja, ist egal. Wer liest da schon wieder alles wirklich komplett durch? Also die erfassen Spielkonto-ID, IP-Adresse, Gameplay-Protokoll. Danke für die IP-Adresse. Läuft. Was selbst der Räuber kann schon lange bieten, Wünsche zu erfüllen. Das ist irgendwann in seine Hände geraten. Ah, der Räuber, jetzt spielen wir Räuber und Gendarm, was? Trunks? Keine Ahnung. Nicht nur das. Ich wollte irgendwie ein Spiel spielen und plötzlich bin ich hier gelandet. Ganz creepy. Typ B, WLAN-Körpertyp. Typ A. Wo ist Typ C? Also Freunde, in der heutigen Zeit brauchen wir einen Typ C, ist klar. So. Stimme, Name. Hallo. Also, da hören wir vielleicht. Name, Survivor. Nee. Achso, jetzt muss ich noch eintippen, super. Kommuniziere mit Server. Stimme. Klingt sehr männlich. Das klingt nach Trunks. Das klingt, das will ich jetzt lieber nicht sagen. Oh. Schon besser. Gott, ich nehme mal die. Ja, was soll's, ist doch alles egal. So, Größe. Wie groß sind wir? Wow. Das macht einen riesigen Einfluss. Ja, komm. Gibt es irgendwie auch was ganz Helles? Ah, komm, nehmen wir den hier. So, Frisur. Was haben wir da Schönes? Frisuren. Oh. Den Hubschädel. Ja, natürlich, nehmen wir Minecraft Dragon Ball Xenoverse 2. Oder Minecraft Dragon Ball Xenoverse 1. Schwierige Entscheidung. Yamchu. Nee. Wir können ja auch Minecraft Dragon Ball Xenoverse 3 nehmen. Oh. Ah, der wäre fies. Oh, der sieht auch... Ist das Baby Vegeta? Super Baby Vegeta 2. Wohl ja, wa? Könnt auch eine Frisur nehmen, die mir jetzt einigermaßen... Ja, komm.
Aktuell hat er ungefähr die Frisur. Genau, jetzt rote Augen und wir hätten One Beast. Nee. Oder den ursprünglichen Super Saiyajin, wie er ursprünglich geplant war. Mit weißen Haaren und roten Augen. Gut, Super Saiyajin God Micros, irgendwas in was 2 wäre eine Variante. Irgendwas. Eigentlich bin ich. Natürlich eine Mischfarbe drin, war. Super. Ja. Ja, komm, scheiß drauf. So. Die Augen. Ja, wissen irgendwie, andere Augen braucht das schon, also. Ja, Mr. Popo-Augen, genau. Läuft bei uns, läuft. Gut, dreifacher Super Saiyajin läuft bei uns, wirklich. Was nimmt man da? Nö, mir ist alles egal. Nee. Na komm. Nehmen wir die hier. Die Iris. Oh, was man hier alles einstellen kann. Toll, das läuft ja. Die Iris-Farben. Ach komm, weißt du was, wenn es echt möglich ist? So. Durchschnittlicher Super Saiyajin, der Originale. Natürlich auch passende Haare, wa? Stell dir mal vor, du betrittst oder siehst irgendwann mal einen Super Saiyajin, der so aussieht, so eine Frisur hat. Nimmt doch keiner ernst. Vertrödel ja Zeit und Zeit mit der Charaktererstellung, aber das geht jedem Let's Player so. Dafür geht irgendwie die meiste Zeit verloren. Ja, komm. Die Frage mit dem Rot. Ne, hier will er nicht, wenn man zu hell. Ja, passt schon. Passt. Pupillen. Jo. Highlights. Ja, ein bisschen realistisch soll es vielleicht schon aussehen. Die Nase. Was hat er denn für eine Nase? Was? Nein. Warum nicht? Ohren. Habe ich Ohren? Ja, ich habe Ohren. Habe ich dumme Ohren? Ne, habe ich keine dumme Ohren. Habe ich große Ohren? Ne, habe ich kleine Ohren? Ne. Ja, komm, scheiß drauf. Er guckt bei den Menschen auf die Ohren. Was? Oh, ich bin ein alter Mann. Nein. Das hier hat ein bisschen was. So. Klamotten tauschen geht nicht, wa? Kostüm an, Kostüm aus. Jo, läuft bei mir. So, jetzt aber. Was? Wo kann ich denn speichern? Ja. Beenden nicht speichern. Okay. Tja, Freunde. Da bin ich mal gespannt, was gleich passieren wird. Ob über was passieren wird. Nö. War was? そうか。街を歩いていたら暗い裂け目みたいなものに吸い込まれたと。ちょっと待っててくれ。すみません。時のほころびに飲み込まれた民間人を見つけたのですが。はい、わかりました。ではそのように。Da sieht die Grafik scheiße aus. 君には俺と一緒に来てもらう。ここから脱出するんだ。Gerne. 自己紹介がまだだった。俺の名はトランクス。タイムパトローラーだ。In der Welt von Xenoverse, na, leck mich am Arsch. まずは体に異常がないか慎重に動かしてみよう。 Also, Trunks, wenn du uns nach Xenoverse 3 bringen würdest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Aber ganz ehrlich, bitte sorg für eine bessere Grafik. Sieht das kacke aus.
Alter Schwede. Ich meine, mein Rechner ist nicht mehr gerade der neueste und so, aber gut, ich meine, es läuft auch nicht mal so flüssig, aber trotzdem. Alter Schwede. Naja. Ist ja auch nur die Beta, was wir da großartig über die Grafik motzen. Ja, ich hab's gerade erwähnt, Xenoverse 3 und so, oder generell Dragon Ball muss ich ganz kurz erklären, Freunde. Bevor es hier gleich richtig losgeht. Ich komme sowieso nicht weit von dem her. Dragon Ball The Breakers ist ein Spiel, was irgendwann, ich glaube, Frühjahr 2023 erscheinen soll. Und hat eigentlich zuerst gar nicht meine Aufmerksamkeit erregt, weil man dachte, interessiert mich gar nicht. Jetzt aber kam die Beta raus und dachte mir, ja komm, ihnen eine Chance dem Spiel geben kann man ja doch mal. Zumal es ja auch vielleicht eine kleine Vorfreude sein könnte, dann auf weitere Dragon Ball Spiele. Es soll ja auch zu Dragon Ball Z Kakarot soll es einen weiteren Season Pass geben, der im Verlauf vom Jahre 2023 veröffentlicht wird. Und wie vorhin schon erwähnt, mit Xenoverse 3, es ist noch nicht angekündigt worden, noch gar nichts, aber es ist was in der Mache. So viel ist klar und also, wenn es nicht so wäre, dann wäre es der größte Prank aller Zeiten, wenn es mir zum Schluss halt, ne, gibt doch kein Xenoverse 3. Man kann aber sehr stark davon ausgehen, dass es auch schon gewisse Leaks und so gab, zumindest informationstechnisch, dass da etwas dran ist und es irgendwann erst in Wochen, Monaten, hoffe ich mal, was hat mit meinen Schuhen los? Oder Füßen? Okay. Dass es irgendwann dann mal soweit sein wird, hoffentlich. Und es eine Ankündigung gibt zu Dragon Ball Xenoverse 3. Ja, genau, also Trunks, man sieht zumindest sein Outfit und so, der ist halt aus Xenoverse und Xenoverse 2. Also aus dem sogenannten, ja, Xenoverse halt, aus dem Universum quasi. Man nennt ja auch gerne auch Xeno Trunks. Und ja, wollen wir sagen, wir gucken mal, was wir alles machen können. In guter Form? Ja, natürlich kannst du auch kämpfen. 時間や空間が乱れた場所なんだ。君の生きている時間や過去、未来が混ざり合った状態で存在している。俺はこの時のほころびを閉じる任務でここに来て君を見つけたんだ。Nochmal ganz kurz, er spricht, also es steht Zeitsaum. Das soll wohl Zeitraum heißen, gehe ich mal davon aus. Was soll ein Zeitsaum sein? Was? Hä? Tu doch. Drücke A. Ah, jetzt. Okay. Also das mit dem Hinweis, drücke A, wenn du an der Wand stehst und dich daran festzuhalten, kann nicht so ganz. Aber mit A springen normalerweise. Du musst quasi einmal A drücken zum Springen und dann nochmal A, um dich festzuhalten. Ja, okay, dann klappt's. Gut. Okay, hat ein bisschen was Open-World-mäßiges. Dragon Ball Goes Breath of the Wild. Ja, ich weiß, ist natürlich irgendwie ein doofer Vergleich mit Breath of the Wild, von wegen, als ob Breath of the Wild das erste Open-World-Game wäre. Nein, natürlich nicht, aber solche Dinge hatten schon ein bisschen was, was einen daran erinnert. Das kann man nicht anders sagen. So, und jetzt? あれを見てくれ。あれはタイムパトロール本部から転送されたスーパータイムマシンだ。あれを起動させられれば、この周辺すべてを正しい時間の流れに戻せる。俺たちも同時にこの時のほころびから脱出することができるんだ。ただ、そのためには起動キーを探して決められた場所にセットしなければいけない。すまないが、その作業を君にも手伝ってほしい。Der wahre Super Saiyajin Michael hilft natürlich. Oder der Origin Super Saiyajin Yamchu Michael, wa? Von der Frisur her. Egal. Hui! Und alle Knochen gebrochen. Tja, so schnell kann es gehen. Eine super Zeitmaschine, es braucht einen Kraftschlüssel. Diese Begriffe. Früher ist es einfach, man braucht einen Schlüssel, fertig. Da noch irgendwie Master Key, so, aber auch schon alles. An die guten alten Zeiten. So, jetzt. そこに箱があるだろう。物資には起動送り先が定まらなくて、だから
最終的にそっちの箱を頼むよ。 Sorry, ich muss ein bisschen hier überspringen, weil ich will hier von diesem Let's Test nur eine Folge machen. Wir sind schon bei 18 Minuten. Da wenn ich jetzt hier eine Stunde lang aufnehmen sollte, will ich trotzdem noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Also, hier oben aufmachen geht nicht, schade. Da ist er! それが起動キーだ。さあ、行こう。 Ich glaube, jetzt ist das Spiel sehr einfach. Hey! Yo! ここだ。さっき見つけたキーを設置して。 Halte Y gedrückt, um den Kraftschlüssel platzieren. Was für ein Cliffhanger, Freunde! Nein, natürlich nicht. Hä? Ah, jetzt. Ja, man ja schon längst platziert, wieso muss ich jetzt noch gedrückt halten? Hä? Okay. Und woher weiß er, wie das Ganze funktioniert? Okay. Was? Wieso ist Structure so weit weg? Ist einfach ohne mich abgehauen. Warum zum Henker hat Trunks gar nicht gegen den Cell gecatcht? Ich meine, das ist ein normaler Cell gewesen. Ich meine, Super Saiyan. Gut, ob es als Super Saiyan schaffen würde, ist eine andere Frage. Aber sich als zweifacher Super Saiyajin. Das Xenoverse Trunks, der kann das doch. Der kann ein ganz anderes, aber ist ein anderes Thema. Wiederbeleben. Ach du Scheiße. Was macht denn der da? Ein Dragon Ball Defibrillator? Also ein Dragon Vibrator. Auf die Füße, ja, das hilft natürlich. Toki no hokorobi. そんなことが現実に起こりうるんですか。じゃあやっぱり外のあれはセルなのか。昔地球を恐怖に陥れた恐ろしい化け物の一人。すごいぞ。この目で実際に見ることができるなんて。もっと近くで見たい。冗談でしょ。私はごめんよ。早くスーパータイムマシンを使って逃げようよ。ああ、ごめん。君の言う通りだ。起動キーを探さないといけないんだったね。それにしてもタイムマシンとは信じられないことだらけだよ。さあ、いつまでもここでこうしてはいられない。出発しよう。
Braucht noch einen Kraftschlüssel? Er hat doch gerade schon einen. Oh Mann, ey. 起動機ってこれ？結構大きいんだね。よし、設置場所に急ごう。 Und keiner fragt sich, warum die einfach hier rumstehen, die Kisten mit diesen Kraftschlüsseln. Ah, ihr folgt mir, wa? Brave Hündchen seid ihr. So. Mit Luftroller geht nicht, schade. So, Sel, wo bist du? ここにセットすればいいの？私がやってもいい？ああ、僕がやりたかった。へえ、こうなるんだ。すごい、かっこいい。よーし、起動キーがスーパータイムマシンに信号を送っている。すぐ起動システムが出てくるぞ。まずい、セルが起動システムに気づいたみたいだ。俺がセルの相手をする。その隙に起動システムをコントロールしてくれ。ちょっと、コントロールってどうすればいいの？大丈夫だ。画面に指示が出るようになっている。頼んだぞ。俺が相手になってやるぞ。セル。強気なセリフだな、トランクス。早く早く！まだか、早く起動してくれ。 Doch bis woher könnte Trunks tatsächlich ein zweifacher Super Saiyan sein. Egal. So, Spiel vorbei. Das war's, Freunde. Wir sind alle gerettet. こっちだ。俺の上司に今後の指示を仰がなくてはね。君たちのような普通の人をこんなところに連れてくるのは異例中の時のほころびが。 Nein! Was? Ich habe mich zu retten, schmeißen wir eine Kiste hinterher? Alter, Chunks, was ist los mit dir? Oh ne, schon wieder. Oh, ich habe ein Déjà-vu. Wieso trage ich einen Rucksack? Mochi Mochi? 無事で何よりだ。残念だが、君はまた時のほころびに飲み込まれてしまったんだ。すでにそちらには支援物資とスーパータイムマシンの転送が完了しているはずだ。だが、すまない。俺は今すぐそちらに行くことができない。友人のタイムマシンがメンテナンス中なんだ。だが、約束する。時間はかかるかもしれないが、必ずそちらに行く。それまで君にはスーパータイムマシンの起動を準備してほしい。 Nett. Sieht nett aus hier. さっき渡した装備を身につけてくれ。銃が入っているだろ。近くに何か。ああ、そこの木箱に向かって撃ってみよう。 Ist das jetzt ein Shooter oder was? ちゃんと動作しているな。強力な武器ではないけど、助けにはなるはずだ。じゃあ、行動を開始してくれ。頑張れ。必ず助けに行く。Wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe, Freunde?
Was zum... そこの人ちょっと待って。 Bulma? おい、俺を置いて先に行くんじゃねえよ。 Und Olong. Ach du Scheibenkleister. やっと私たち以外の人に会えたわ。ねえ、ここどこなの？西の都に帰りたいんだけど。 Bla bla und bla bla. じゃあ生きて帰るためには起動キーってのを探さないといけないのか？めんどくせえな。あてもなく探すんじゃ時間がかかるわね。それってどういうものなの？起動キーってやつ。どういうものかわかればレーダーが作れるかもしれないわ。俺だ。どうかしたかい？ Mochi Mochi. え？生存者を見つけた？ちょっと待って、モニターする。母さん？あ、いや、なんでもない。なるほど。起動キーのレーダーか。わかった。通信機を彼女に渡してくれ。もしもし？ああ、どうも。挨拶はいいから。なるほど。周波数は？オッケー。手持ちのレーダーを改造すればすぐね。ちょっと待ってて。 Bleib dran, ich stehe doch vor dir. できたわよ。はい、これ使って。こういうことだけは有能なんだよな。 Was ich gerade sagen wollte, okay, dass natürlich auch Olong und Bulma aus anderen Zeiten hier sind und so, alles cool, macht irgendwie auch alles Sinn, was aber keinen Sinn gibt, wir sind in der Welt von Xenoverse. Wir waren gerade im Zeitnest. Wo zum Henker sind die ganzen Zeitsoldaten? Trunks sagt, ja, tut mir leid, ich kann gerade nicht zu dir kommen. Ja, dann schickt doch andere Zeitsoldaten. Oder generell einfach durch all diese Zeitsäume, ich meine Zeiträume und Zeitrisse, und einfach ein paar Zeitsoldaten hinterher schicken. Und vor allem, es gibt ja auch Zeitsoldaten, die ja trotzdem normale Menschen sind. Wir müssen sie irgendwie hier mit der Waffe hantieren. Alter, länger Arsch, ey. Naja. そのレーダーに光の点が映ってるでしょ？そこに起動キーがあるはずよ。 Okay, trotzdem gibt es Dinge, Bereiche, wo ich nicht so ganz leicht reinkomme. So. Ich nehme trotzdem, dass hier wieder irgendwo Cell sein wird. ちゃんとレーダー見てる？そっちじゃないわよ。 Aber Bulma, woher willst du das wissen? Das da gar nicht an. Typisch Frau, will immer alles besser wissen. So. Ach nö, es ist Freezer. ちゃんとレーダー見てる？そっちじゃないわよ。 Ja, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Ich will da mal ein bisschen gucken. Ja, da geht auch nicht lang, ich weiß. So. Was ich eigentlich hier drin, wenn man ganz kurz fragen darf? Hä? Hat ihr zwei? ほら、あったでしょ？じゃあすぐにそれを設置しに行くわよ。 Einfach leer, okay. Den Kraftschlüssel zu platzieren. Ja, was ist denn da vorne? Muss ich da irgendwie noch hin? Okay. Platziere einfach mal hier, komm. Was? Ich muss ihn natürlich da unten platzieren, okay. Der Freezer auftaucht, baller ihn einfach ab. An der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Schön wär's.
Habe ich ja nicht, ich renne bloß davon. やったわね。ほう、何か出てきたぞ。まずいな。セルが起動システムに気づいた。破壊されないようにしてくれ。大丈夫だ。装備の中にトランスボールというものを入れておいた。トランスボールには昔この世界に存在していた戦士の魂が宿っている。そのトランスボールから戦士の力を引き出して君が戦うんだ。いっちゃやってみっか。やるぞ。 Okay, die kämpfen vielleicht mal. Wäre das vielleicht ein guter Hinweis? Hä? もっと長い。行くぞ。無駄な努力をよ。 Okay, bringt irgendwie alles nichts. 言うのが遅くなってしまったが、エネルギーが切れると元に戻ってしまうんだ。先に言いなさいよバカ。すみません。ちょっとどうすんのよ。まだ手はあります。母さん、いえ、ブルマさん。あれ、私名前教えたっけ。ああ、もうそんなこと今はどうでもいいんです。よく聞いてくれ。これからタイムマシンで君たちを迎えに行く。しかしこちらからでは君たちの正確な場所がわからない。そこで呼び出しビーコンを送ったから、その場所へ行って座標を教えてくれ。 Was war denn das für ein erbärmlicher Kampf, Freunde? Oh, Menno. それがビーコンだ。早く。 Die Fluchtzahlmaschinen zu rufen. Komm schon! Cell ist da oben. Wieso ist er überhaupt Zelda und nicht Freezer? Wir haben doch heute das Schiff gesehen. よく頑張ってくれた。さあ早く乗って。ねえ、これ一人乗りじゃないの。足にしがみついて。しょうがねえな。Oh, um Gottes Willen, was ist das für ein Einstieg, hey? Alter.無事でよかった。あら、あんたよく見たら結構いい男じゃないの。あ、どうも。お前な。ここはどこなんですか。家に返してもらいたいんだけど。君たちには悪いんだけど、いつまた時のほころびに飲み込まれるかわからない。周りを巻き込まないためにもしばらくはここに留まっていてほしい。いつか事態が解決したら必ず家に帰すと約束する。この場所には生活に必要なものは揃ってるし、生き残るための施設も揃ってる。俺たちタイムパトロールも協力を惜しむつもりはない。力を合わせてこの事態に立ち向かおう。
Ah ja. So, Spiel. Was Spiel? Wir sollen spielen. Online-Kampf. Können die Überlebenden den Angriff der Räuber entkommen? Episoden spielen Prolog als Überlebender. Haben wir gerade gemacht. Wie ist es in anderen Spielern? Übungsmodus. Raum betreten, Tasteneingabe. Hello, hello. Yo, Kasa. Prolog. Charakterausstellung. Ah ja, haben wir das schnell ummodellieren lassen. Ja. Sogar Geschlechtertransfusion bzw. Ummodellierung, gar kein Problem. Ein anderes Outfit, das klingt gut. Empfohlen. Und alles kostet irgendwie Geld, ist doch klar. Training. Den Transferen versteckt liegen. Macht eine aktuelle Fähigkeit noch stärker. Kamehameha! Nicht genug Geister, okay, das ist eine seltsame Währung, die wir brauchen. Ist ja die Frage, ob man hier in der Beta das überhaupt schon bekommen kann. Produktzeit. Ja. Geisterentzieher. Was soll denn das sein? Spezial-Beta-Test-Geister. Feiert zum Beta-Test. Eine Beschwörung, natürlich auch noch gar nichts. Also geht auch gerade noch gar nichts. Was? Du hast genügend ZP-Marken. Erhältst du im Laden. Welcher Laden? Beta-Test, jetzt live! Oh Mann, ey. So, egal. Yokasa, also. Welcher Laden? Der hier? Ja, das ist ein Laden. Du bist Laden. Gib mir Laden. Okay, ich von dir jetzt Kraftlader. Also ich bin zwar im Laden, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie was in der Richtung bekomme. Sieht nicht nach aus. Ja. Trunks, was machst du hier? Damit müsst ihr arbeiten. そうだな。 Ah ja. やっほおいおい、ー。そうね。あの Tja, ich muss schon sagen, die Welt hat sich schon ein bisschen verändert. Da sind wir ganz abseits gelegen von der ganzen City, aber scheint noch Xenoverse 2 zu sein, wa? Und jetzt Xenoverse 3. Wann auch immer das dann angekündigt wird. Okay. Ah, schon besser. Danke. Nachricht zum Spiel, ja Spiele, ja, ich liebe Spiele, aber nochmal. TP hätte ich genug? Was? Hinweis. Es ist Vegeta! Schön.
150.000. Ja, hier geht's wohl nicht mehr gut, wa? Warte, ja, jetzt sind wir schon irgendwo da eigentlich testen. Mit dem TP vielleicht? Warte mal. Garantierte Spezialkajoken-Anstürmung. Saiyajin-Kapselbeschwörung. Zum Abhauen oder was? Ja, komm. Das ist wohl ein Witz. Was wieder Vegeta? Mann ey. Okay. Wir können mal gucken, was man hier sonst noch alles machen kann. Kann man den Charakter, Grafik. Grafik vor allem, also Charaktergrafik nennt man das, okay. Stufe in Kürze. Darin liegt ja die bekannte Würze. Können wir mit Spielen. Ja, mal was gucken. Episoden. Wir einfach nochmal ein Prolog oder was? Sieht schon nach aus, wa? そうか。街を歩いていたら暗いさ。ちょっと待っててくれ。はい。Wir können jetzt abbrechen. Ich will zurück. Ich will nur ganz kurz gucken. Ich drücke schon, was ich kann, es geht nichts. Also außer halt mit A halt kurz überspringen. まずは体に異常がないか慎重に動かしてみよう。Prolog überspringen. Ja. Wir haben es schon gespielt, insofern. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ob es vielleicht irgendwie ein Auswahlfenster gibt, wo man noch irgendwelche Dinger machen kann. Okay, wäre also automatisch ja drin, gut. Dann wisst ihr, wenn ihr es nicht irgendwie selber spielen wollt, dass ihr Prolog aber ganz einfach überspringen könnt. Online-Kampf. Ja, versuchen wir es mal, komm. Zumindest eine Runde, wenn nicht schlecht. Spielersuche. Also, starten. Das ging schnell. Wobei, seien wir ehrlich, wir haben noch keine Ahnung, wie man sich irgendwie verstecken kann oder so, was man alles noch machen könnte. Oh, ein Zeitzaum! Und Trunks einfach so, hä? Ich habe nichts gesehen. Trunks, Kampf beginnt. Ich bin Michael. Stufe 1, Stufe 2, passive Fähigkeit, Transformationsgerät. Ich bin ein Überlebender. Kann man eigentlich auch, was ist mir gerade eine Frage, eben irgendwie auch switchen zu einem Jäger? Oder einem Räuber, wie es hier. 地獄以上の恐怖を見せてあげ君たちは一匹たりとも生かしてはおかないよ Also, ja, Gesten. Ja, mach eine Geste. Geste oder Geste, okay. Freeze ist unser Gegner. Ja, wir fragen, ob wir irgendwie auch zu den Räubern switchen können. Aber warum Räuber? Ich meine, wenn die uns irgendwie, ich weiß auch nicht. Die stehlen uns ja nichts aus unserem Leben. Wenn sie uns erwischen. こちらトランクスだ。聞こえるか？スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。Okay. Das ist wohl so ein Action-Tool. Was kann das hier? Freezer, erste Form. Er dachte vorhin, wäre es vierte Form gewesen. Was kann das? Ah! Das ist alles so Rettungstools. Okay.
Das ist noch dasselbe wie zuvor. Und wir können uns eine Geste überhaupt einsetzen. Bitte, bitte, bitte! Bitte, 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 bitte! Okay, wo ist er schon irgendwo? Noch ganz kurz gucken, wie der Radar schon da geht. Hä? Das war jetzt ein Kraftschlüssel? Ja, und wo? Bitte, 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 lass mich überleben. Ja, aber wo ist er denn? Oh oh. Du bist 7 Dragon Balls, ja super. Ja, irgendwie erwischt oder so, ich merke gar nichts. Da sind wir verrückt. So, wie kommen wir wieder raus? Kann ich eigentlich tauchen? Ah ja. Ich war sogar hier unten. Toll. Ich bin raus aus der Höhle, das ist doch die Hauptsache. Super Raketenwerfer! RT, kann ich das switchen, okay. Aber Namekiano hier. Entschuldigung, ich gehe gleich wieder. Du. Okay, auf X, das würde Sinn machen. Irgendwie ist der Radar nicht mehr da. Kann das sein? Der hat doch... Ich wollte eigentlich gerade schießen. Ich habe gar nichts gefunden. Was soll das? Hä? Mal gucken, was die so machen da. Ich wollte eigentlich die Waffe mit der Waffe schießen. Es war doch auf X ausgerüstet. Wo ich X gedrückt habe, hatte ich wieder die Billo-Waffe eingesetzt. Was war denn das gerade? Da muss ich vielleicht gedrückt halten. Ein Unterschied. Weil magische Boden, die konnte ich einsetzen.
ムマシンの整備が終わった起動機の設置は諦め脱出して構わない青い光で Man muss mit Kraftschlüssel jetzt. Den einen müssen wir jetzt hier platzieren oder was? 急いで向かってくれ Oh, der ist schon hier platziert. Sieht so aus, wa? 太陽剣海洋剣 Kaioken! 味方が倒れているぞ救助できないか Wo ist er? Der hat zumindest noch Saiyajin-Kapseln sicher gebracht. Super. Oh nee, den oder jemand anderes, ist ja egal. 誰か助けありがとう Okay, das war jetzt sehr creepy. Was? Einfach weggebeamt. Er hat schon mal 2 Dragon Balls, ist so schön. Sogar hier beim Drachenradar, aber beim Sockel, um ihn lang zu rufen, aber bringt natürlich nichts. Hä, aber jetzt sehe ich eine Säule wieder. タイムマシンを送ったぞそれを使って脱出するんだ Ja, gehen ohne uns, ist schon klar. Überleben gescheitert. Ja, was du nicht sagen, wäre mir nie eingefallen. Okay, das mit dem Räuber können nur Radar und Dragon Balls aufheben. Ja, aber wo war mein Radar? Spielersuche starten? Nee, warte mal. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen sehr seltsam. Nicht hier. Was sind schon wieder? Hier. Nein, Postfach. Prolog, Basis, Räubereinstellungen, Training, sonstige Einrichtungen, die Steuerung. Ja gut, dann habe ich den wohl. Das Bangriff einer Drachenverwandlung, hä? Dann habe ich halt sonst kein Radar. Okay. Gut. Dann ist jetzt soweit klar, weil wenn ich halt sonst kein Radar habe, dann passt es ja schon. Der hat nur irgendwie ein Radar haben wir immer und dann war ich halt ein bisschen verwirrt. Okay, komm. Wir machen einfach nochmal einen. Nachher ist das Let's Show, Let's Test mal vorbei und ich ziehe auch mal mein Fazit. Wenn ich bis jetzt noch grottenschlecht bin. Nein, jetzt schon wieder! Hui. Ein Zeitsaum. Wie Strong so schön formuliert hat. Mit einem Team erreichst du mehr. Danke für den Hinweis, der kommt jetzt fängs. So ein echter Pechvogel. Wow, was für Tipps. So, einfach mal testen. Einfach mal loslegen. Greifgerät, Schwebegerät, Rauchwand. Okay. Keine Ahnung, wir können nachher auf dem 4. Slot noch irgendwie einen Radar hinterlegen, falls es überhaupt geht. Oder eben, es geht gar nicht so, wie ich es gerne hätte. So. Raiko fehlt noch, oder Reiko, wie auch immer. Online-Kampfbesprechung. Ich höre viel von anderen.
Sammle alle 7 Dragon Balls. Es ist Cell. Heyo! Kann gar nichts, aber tu so, als könnte ich was. Guck mal in der Salve vorhin, tut mir leid. Ja, finde ich aber auch, das macht er großartig. Der Ladescreen vor allem, der ist grandios. Wo ist Cell? Zwar über Spielmental noch eine Option, also sprich eben so als Freezer Cell spielen, aber ich glaube, das geht so gar nicht hier gerade. Wie das aussieht. Oder immer noch was falsch, das ist die andere Variante. Ich habe einen Dragon Ball gefunden. Einer ist schon ausgeschaltet? Der war gar nicht drin. Da ist die andere Variante. Haben schon alle Schiss, zu Recht. Oh Mann. Cell in der Larve. Ein bisschen Kohle muss sein. Kann das Ding hier irgendwie... Nein, ich hol mir gerade festhalten, Mensch. Da versteckt sich einer. Gibt's nicht. Steh auf, gib mir dein Geld. Ja gut, ich rette dich halt. So, da vorne könnte auch was sein. Mann, Mann, Mann. Die Frage ist halt, lohnt es überhaupt jetzt die Verwandlungsdinger überhaupt zu sammeln oder sollte ich lieber... Oh. Mich schon mal verwandeln, wollte ich gerade sagen. So, zwang mich halt. Hä? Wir haben doch Barriere-Dingsbums. Okay, was er nicht machen kann, weiß keiner. Ah, nein, der Kraftschlüssel war da. Was kann er mit der scheiß Barriere machen? Weiß keiner. Ja, wo? Muss uns irgendwo eine Säule entdecken oder sowas. Vielleicht dahin? Nee, wäre viel zu weit weg. Muss irgendwie hier in der Nähe sein. Da hinten wäre vielleicht eine Option. Hä? Was kann das L oder was? So, ich weiß, da unten ist noch eine Kiste, da gehe ich später hin. Ich will sogar eine Maus flippen. Also ist einer platziert. So.
Da ist einer sauer, ich hau lieber ab. Tschüssi! Ja gut. Ah, jetzt ist es geklappt, okay. Ich muss hier weg. Was machen die da? Was mit dieser scheiß Barriere-Dings machen soll, weiß auch keine Sau, wa? Der Stufe 3, oh, toll, das können wir Dragon Balls farmen. Was bin ich hier wieder? Schön. Nein! Das glaube ich jetzt einfach nicht, hey. Das glaube ich jetzt einfach nicht. So, was kann ich überhaupt mit dieser scheiß Barriere machen? Da ist ja für die Geste. Ich könnte switchen, ja, kann man mal ganz kurz. Wenn ich überhaupt rauskomme. Der ist schon wieder oben. So, mal gucken, ob es funktioniert. Ob es ja gleich irgendwie einmischt. Da vorne muss ja noch einer hin. Also ich muss sagen, das Spiel macht, kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, macht eigentlich schon Spaß, aber ich will mal sagen, so 1-2 Mal, so ein paar Mal spielen, aber jetzt nicht die ganze Zeit, jetzt gesagt, vermutlich eher weniger. Im Bereich X. Hey, wo soll das sein? Sie wird aktiviert, aber dauert ein bisschen. Das System verteidigen. Ja, wäre vielleicht mal eine Option, aber... das bringt irgendwie gar nichts, was ich mache, wa? Was kann ich mit diesem... Ich habe so einen Generator, was kann ich damit machen?
Also das mache ich nur, damit sich mein Prozentwert ein bisschen erhöht, damit ich gleich noch ein bisschen helfen kann. Okay, also erledigt. Also das war doch sehr interessant, muss ich sagen, obwohl ich gerade, warte mal, da unten steht es ja. Wunschrolle ändern, Wunschkarte ändern. Ah, ich hätte also so der Bösewicht sein können, ja? Hier also der Jäger, der Gejagte quasi und hier halt der Räuber, wenn man so sagen will. Und hier wäre einfach Zufall gewesen, ja, super, hier wäre es also gewesen, okay, gut. Gut zu wissen, Freunde. Wir gehen natürlich wieder raus, weil Let's Test dauert schon so lange. Jo, das war's also mit diesem Let's Test zu Dragon Ball The Breakers. Ob das was für eingefleischte Dragon Ball Fans ist, musst du dir für dich selber entscheiden. Ich fand's eigentlich ganz witzig, fürchte aber, dass es ziemlich repetitiv sein könnte. Klar, ich habe noch keine Ahnung, was das fertige Spiel alles beinhalten wird. Ich meine, ja, Spiel auf X, Online-Kampf-Episoden. Spiel den Produkt als Überlebender. Wenn das die einzige Episode ist, dann kann es eigentlich auch in die Tonne knicken. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Und hier Online-Kampf, ja, kann durchaus witzig sein. Sich auch als Jäger, oder als Räuber, wie sie heißt. Ob das etwas wäre, was ich wieder mal zocken könnte in der Vollversion. Daneben auch aus Sicht des Räubers. Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gerne sehen wollt. Ich persönlich, mein Geschmack hätte jetzt aber gesagt, ja, muss man ein bisschen gucken. Es kommt ein bisschen darauf an, wie teuer das Vollpreisspiel sein wird, weil wenn ich einfach sage, okay, ich zock's noch 2-3 Mal aus einer anderen Sicht und so und eben aus Sicht des Räubers, und wenn ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, noch mich ein bisschen informiert habe, wie man diesen jenes einsetzt, oder dann nochmal als Überlebender spiele, wo ich jetzt zweimal mehr oder weniger ein bisschen verkackt habe, dann ja, muss man sich halt fragen, eben im Vollpreis oder sowas zahlen, wo man irgendwie nur 2-3 Mal anfasst und nachher in die Ecke werft, weiß nicht so recht. Würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze findet, was ihr dazu denkt, ob das etwas wäre, was ihr euch zulegen würdet. Klar, es ist interessant, dass hier in der Welt von Xenoverse stattfindet, das Ganze. Aber wie das Ganze halt auch weitergeht, eben auch episodenmäßig und so. Da würde mich halt schon interessieren. Und ja, wozu das Ganze überhaupt war? Wozu jetzt überhaupt so ein Dragon Ball The Breaker Spiel? Wo wir eigentlich mitten, ja halt auch im Xenoverse-Universum sind, mit weiteren DLCs, Xenoverse 2. Oder halt dann eben auch hoffentlich bald mal die Ankündigung zu Xenoverse 3 und dem DLC, oder baldigen neuen DLCs, ist ja auch ein Season Pass, für Dragon Ball Z Kakarot. Aber das ist ein anderes Thema. In dem Sinne sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und eben würde mich natürlich auch über eure Meinung interessieren, was ihr zum Spiel oder zu generell diesem System, was ihr das für eine Meinung habt. Da würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Dragon Ball Abenteuer wieder, wa? Ob es jetzt hier bei Dragon Ball The Breaker sein wird, Xenoverse oder was auch immer, wir werden sehen. Beim nächsten Dragon Ball Abenteuer. In diesem Sinne, bis dahin, ciao zusammen.